Beim Feuerlöschen spürt das Zwiefel, dass mit seinem kaputten Kreuz nimmer bei der Feuerwehr mittun kann und gibt seinen Posten als Kommandant auf und macht einen Schreiber. Der Chris kauft seiner Gspusi ein Hutschen und möchte mit ihrer zusammenziehen und ihrer taugt es. Aber der Patrick redet sie ihr wieder raus, weil er alle nur eifert. Drauf ruckt der Chris mit ihm zusammen und holt seine Gspusi wieder zurück und zieht mit ihr in die Wohnung über der Gmor, wo ein Rolli kehrt. Und das Hummerl muss recht trenzen, weil seine Nichten vom Vogelhof auszieht. Mit ihren hinterkünftigen Tricks möchte der Corvi seine Mutter klein machen, dass der sein Alter mit ihrer nicht zufrieden ist, weil's keinen Schweinsbraten nicht macht. Dabei möchte aber schön er selber einen und das fliegt auf. Der Philipp spielt mit seinem preisischen Spezi Spitzbubenfanger, aber dabei fangen's unversehens eine wirkliche Verbrechertricksau, wo einen Opferstock ausgeraubt hat. Der Michi möchte von seiner Alten, dass er sich die Haare von die Wadeln oberwachst, aber sie mag nicht. Drauf möchte es ihrer bei ihm selben vormachen und ist aber viel zu wehleidig dafür und verlangt's von ihrer auch nimmer. Der Sarah, sein preisischer Onkel, möchte mit Lorenz 3 Schnapssorten probieren. Und da reden's recht gescheit daher als wir Fachleute. Aber dabei haben's gar nichts geschmeckt, weil sie sich die Zunge verbrennt haben. Mit einer rassen Wurst und einem heißen Kaffee. Die Brauerei möchte wieder eine Zeit am Volksfest aufschlagen. Aber für das ist kein Geld nicht da. Und drum suchen sie einen Teilhaber für die Brauerei, der wo einen Haufen Geld mitbringt. Da trifft es sich gut, dass der Hubert den Skihüttenkini Thomas Winkler kennenlernt.